Wir sollen der Regierung merci für die Gelegenheit zu haben, heute über die Polizei zu diskutieren, an ein paar Propositionen zu machen. So noch merci für die Noten, die wir gekriegt haben, für diese Diskussion zu bereden. Für uns als kein Zweifel, dass es eine Notwendigkeit gibt, für die Polizei zu reformieren, nur 17 Jahre Fusion, 1999. Ich will vielleicht aufhängen, wie zu sagen, dass der Police an Polizisten voll unterstützt. Das ist eine ganz schwere, eine gefährliche Aufgabe, für die wir dankbar sind, dass sie gemerkt hat, dass sie gut gemerkt hat. Wir werden uns, dass Polizisten mit Respekt behandelt gehen. Wir werden das als ADR immer machen. Wir sehen, dass das vielleicht am Blick nicht immer von der Regierung mit einer glücklichen Hand gemerkt wird, auf verschiedenen Negoziationen. Und wir wünschen uns, dass das ernst geht. Es gibt ein Unsicherheitsgefühl an der Gesellschaft. Es gibt Gewalt gegen Personen zu Esch, zu Ettelbrück an der Stadt, auf andere Plätzen, was eine inakzeptable Entwicklung ist. Und wir sind noch konfrontiert mit einer grenzüberschreitenden Kriminalität, die eine Realität ist. Alles das führt uns dazu, für das Sicherheitsgefühl an der effektiv reeller Sicherheit an der Gesellschaft müssen viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und dafür, wie gesagt, also doch nötig, über die Polizei zu diskutieren. Wenn ich gesagt habe, dass die Polizei muss mit Respekt behandeln, dann denke ich auch an all die materiellen Abbußen, die an der letzten Zeit aber geschieht sind, angefangen bei den Dienstwohnungen, wo auch ganz viel durch Netzwerk oder auch bei der Diskussion um die Kaserne von den Polizeischülern, ihren Titel, ihre Remunerationen, Karrieren allgemein bei der Polizei, aber die Primen, all die Diskussionen sind noch nicht drüber. Aber ich wollte aber heute sagen, dass wir auch die materiellen Konditionen von der Polizei genau verfolgen, an am Prinzip für der Force Publique stehen, auch für der Police, für justifierte Revendikationen zu unterstützen. Als Politik muss man weisen, dass man Vertrauen an den einzelnen Polizist tun. Und da gibt es zwei Sachen, die ich vielleicht direkt muss sagen. Das eine als Protection du Fonctionnaire, Assistance juridique für den Polizist, der aus seinem Ding steht. Das kein Kleinigkeit. Der Polizist ist konfrontiert mit ganz schwierigen, unübersichtlichen Situationen, die muss abschätzen an wirklich komplexen Umständen. Muss eventuell seine Waffe benutzen. Und dann ist es für den Polizist ganz wichtig, zu wissen, dass der Staat hinter ihm steht. Dass die Regierung, dass wir alle gut Vertrauen an ihn haben. Dass wir seine Protektion garantieren. Es hilft dann nicht gegen sich nur herausstellen, dass ein Fotograf vorgelegen hat, wo ein droit de recours den Blick möglich sind. Aber auch sich Versicherungen vom Polizist, seine Responsabilité civile, Assistance juridique von etwas geschieht, das muss ein Automatismus gehen, aber wir werden darauf aufpassen und wir hoffen, dass das auch an dem neuen Gesetz besser geregelt wird oder ganz geschwind so geregelt wird, dass Polizisten keine Angst müssen haben, für ihren Dienst zu erfüllen, aber wissen, dass wir Hunderte stehen, wann ein Problem ist. Denn Herr Minister Schneider hat am Anfang von Nugetröden proposiert, dass ein Polizist auch mal das Recht drum kriege, bei Bagatellen durch die Fanger zu gucken. Das hat man eine gute Initiative gefunden. Es geht nicht mit davon geschwert, und das schwört, der Polizist ist keine Maschine. Der Polizist muss ein menschliches Bild von der Polizei auch können vermitteln, nicht einmal, wenn man von Polizei die Proximität oder so schwätzen, muss auch können, bei Bagatelle so kommt das gut für die Keier, wir machen nicht nach ein Keier. Das ist ein Approach, die menschlich gewesen wäre, aber wir gingen uns auch als ADR dafür ausschwätzen, die wir nicht zu vergessen, an nach ein Keier die Idee abzugreifen, die aber auch die Polizei an den Enden von der Öffentlichkeit könnte ein bisschen valorisieren, an dem einzelnen Polizist auch mehr Spielraum gehen. Wir brauchen als Politik eine Unterstützung von der Polizei durch eine adäquate Legislation. Wir müssen hin Mittel gehen, und vielleicht weil das ein großes Thema ist, heute will ich mit der Personalsituation aufhängen. Personal stärkt, das wissen wir auch schon hinter Jahren, geht nicht durch. An dieser Debatte, das ist ein Schwächt von der Not, die als vorgelöst wird, die ist effektiv reell. Es wird nicht gesagt, wo die Polizei soll hingehen. Die Regierung präsentiert, da ist nicht eine Idee, wie zu sagen, eine Polizei von 2000, 2100, 2200, die so und so soll organisiert sind. Das ist die Organisationsforce zwar zum Teil angeschwert, aber die Gesamtpersonalstärke, da wo die Polizei eigentlich soll sein, à l'horizon von dem an dem Jahr, das fehlt. Mir wird noch dat klar ist, dass die Polizei als eine Verwaltung am Pouvoir exekutiv konfirmiert wird. Es kann nicht sein,
dat ein Deel vun der Police ënner Kontrolle vun der Justiz kënnt, dat Justiz kann mat an Enqueten desideieren as eng Selbstverständlichkeit, solange man die Organisation, die man so hunn müssen Untersuchungsrichter natürlich seg Möglichkeiten hunn, aber Police och Police judiciaire as ein Deel vom Pouvoir exekutiv. Wir mussten, wenn wir über Personal schwätzen, zum Beispiel an dem aktuellen internationalen Umfeld Opportunité spezial am behalen. Darüber ist bislang auch nicht geschwärzt, geht das aber ganz wichtigen Teil von der Polizei. Aber wir sollten ähnlich wie das an der Armee am Blick durchgehen lassen. Herr Minister Schneider hat gestern nach bei einer Diskussion über die Armee gesagt, auch nur denken über punktuelle Reserve für die Police, weil auch die Police kann ganz sicher haut zu der Situationen kommen, wo sie wirklich Allmann braucht, aber wo es ganz wichtig ist, auch verschiedene Reserve können zu mobilisieren. Was das Rekrutement angeht, schenkt es auch ganz wichtig, dass man kein Nivellement haben, weil die Polizisten, die müssen Dokumente schreiben, die auch für Gericht können Bestand haben. Sie müssen gewisse Qualitätskriterien, sprachlichen und anderen entsprechen. Und das ist also so wichtig, dass die Polizei immer so gut wie möglich ausgebildet ist. An dem Zusammenhang will ich auch sagen, dass wir interessiert sind und der Idee von einer 13e Policière. Auch das ist eine Möglichkeit für die Polizeischulen neu zu sehen, neu zu gestalten. Aber wir sollten die Idee nicht aus den Augen verlieren. Genauso wie man muss gucken, dass man qualifizierte Zivilspezialisten können rekrutieren, wie zum Beispiel an der Cyberkriminalität oder bei der Kriminalität finanziär oder an der Ökonomie können, die nötigen Kompetenzen an der Polizei zu haben. Was technisch mehr nun geht, also für uns ganz klar, dass man im Cyberbereich, Phishing oder so auch die Polizei müssen abrüsten, an die Idee für ein elektronisches Kommissariat anzurichten, für Informationen zu gehen oder Kleinigkeiten zu erledigen, als auch ein richtiger Weg, den wir ausdrücklich begrüßen. Die Organisation von der Polizei eigentlich ein Hauptsujet an dem Audit oder eben ein Hauptsujet, das ist ein ganz komplex Thema. Vom Audit selber, da sind ja eine Reihe Kritiken da, und die sind auch zum Teil berechtigt. Wenn ihr zum Beispiel seht, dass in einen Audit will man eine gewisse Konfidentialität garantiert, dann ist die erste Frage, die sich stellt, für was muss ich dann ein Audit extern von der Polizei und eine Privatfirma gehen, die kein Clearance hat, die keine Befugnis hat, Geheimdokumente zu sehen. Für was kann ihn da, wenn einen Audit extern will machen, also nicht eben der Polizei, dann nicht eine andere Staatsverwaltung, die man da beauftragen, der Armee zum Beispiel oder eine andere Verwaltung, wie der Polizei zu helfen, sich zu auditieren. Und umgekehrt, wenn es da muss sein. Aber für dann eine Privatfirma zu haben, wie zu so, wir können den Audit nicht publizieren, weil konfidentielle Informationen draufstehen, und da gibt es da eine Firma, die aber die Sicherheitskriterien a priori nicht erfüllt, das schenkt uns ein abenteuerlicher Weg zu sein. Genauso wie muss aufpassen, dass die Emission, die Proximität zwischen der Regierung und der Firma, die hier geholt ist, das kann Probleme geben. Es gibt noch einen anderen Artikel, Herr Woltermensch hat genannt, auch Lützeburger Land hat einen Artikel publiziert, im September 2015, wo eine Proximität zwischen der Regierung und einer privaten Entreprise konstatiert ist, was der Politik allgemein nicht gut geht. Und dann gibt dieselbe Firma beauftragt, für dann das Suivi zu machen von der Reform, die es, wie gesagt, auch noch nicht gibt. Aber dieselbe Firma, da gibt es da gesagt, aus der Gruppe de Travail, dass die Firma Leute hier schickt, die keine Lützeburger schwätzen, geht aber Lützeburger an der Gruppe de Travail geschwärzt. Wenn das stimmt, ich war nicht selber dabei, aber das sind die Informationen, die wir kriegen, da fragen sich, was das dann die Effikazität von einem Suivi, von einer Firma, die an Reunionen sitzt, wo sie den Spruch nicht schwätzt, die aber geschwärzt wird. Da muss ich gucken, bei der territorialen Reorganisation, wir sind nicht dagegen, die Schmengen muss in die Effekazität gucken, ob das dann nur Polizei besser funktionieren, wann sie sich dann ernst organisiert. Ich kenne wie die Engländer so, the proof of the pudding is in the eating. Wir gucken nur, was da dabei rauskommt. Es muss garantiert sein am Land, dass es kein so ein Endroit gibt. Das ist klar, dass an den Brennpunkten, die wir hier am Land tun, eine effikaz Polizeipräsenz muss sein. Der Flughafen ist nicht genug respektiert. All die Fragen, die können wir nur vielleicht ausschwätzen, das ist ja noch kein Projet de loi deponiert. Und es ist wichtig, dass wir das vergleichen. Ich meine, wenn im Findel ist mir ganz sicher, dass weit mehr Polizeipräsenz auf unserem Flughafen als auf anderen, muss man sich schauen, ob das justifiziert ist oder nicht. Die Polizei muss das nötige Material holen, also ist auch kein froh. Polizei administrativ. Für uns
Als ADR haben wir immer gesagt, dass wir ein Gesetz hätten über Police administrativ. Am Prinzip können wir das aber begrüßen. Wir wollen aber auch gleich klar machen, wir wollen kein zweit Police durch Päscherten, durch Agents municipaux. Das ging um Konkurrenzsituationen, Kompetenz, Rivalitäten an einer Probleme schaffen, die wir sich nicht brauchen. Und wir stellen fest, dass zu Lützeburg Police einfach viel mehr Kompetenzen hat wie am Ausland rundherum. Das ist ganz wichtig, wenn wir darüber schwätzen, über die Kader, an denen Police administrativ sich kann deroulieren. Hier wird gesagt, und das ging es richtig fanden, dass man einen klaren legislative Kader fixieren für die Arbeit von der Police administrativ, Fuien, Sicherheitsperimeter, Saisie, Platzverweis, all diese Sachen, die sollen einen klaren legislative Kader haben. Wenn aber gesagt wird, sie muss noch einen klaren juristischen Kader haben, kann das vielleicht darauf hindeuten, dass auch bei der administrativen Police eine Implikation von der Justiz ist, die vielleicht gar nicht nötig ist, am Vergleich auch notamment zu den Regelungen, die am Ausland Fond gesehen. Und da muss man sagen, wenn der Parquet oder andere sich über ein surchargte Travail beklagen, dann ist das auch ein Froh von der administrativer Vereinfachung, wie Bagatellinterventionen von der Police administrativ nicht müssen, da selber saisiert zu gehen. Wir hätten also gerne eine Aufpassung von der Eigenständigkeit von der Police an ihrer Polizeiarbeit, eine Eigenständigkeit par rapport zu der Justiz, ohne zu übertreiben, einfach mal das als Inspiration holen, was an den verschiedenen Ländern rundherum als Regel ist. Ich meine, auch das ging der Polizei ganz viel helfen. Wenn wir über die Police schwätzen, wird über die Magistratur, mir ist immer die Frage gestellt, ob es nicht auch ein rechtsstaatliches Problem ist, dass die Magistratur die Pouvoir vom Staat in der Manste kontrolliert ist, auch nicht nur einen großen Einfluss an der Police Judiciaire hat, aber auch an der Inspektion General von der Police, auch am Geheimdienst. Alles hat die Magistratur einen immer mehr großen Einfluss auf die Polizei hier am Land. Da so mir ist das nicht ein rechtsstaatliches Problem per se. Und da muss man gucken, wie sich die Sachen entwickeln. Vielleicht auch ein am Kontext von einem Conseil Supérieur von der Magistratur oder wie auch immer. Aber die Tatsache, dass die Magistratur sich personalmäßig ausbrät, das ist ein rechtsstaatlich froh per se, das ist nicht als Personenname, es geht mir nicht um Leitheit, es geht um das Prinzip von mir als an der Stelle muss man nicht eine klare Trennung zwischen dem Exekutiv und dem Pouvoir judiciaire aber beibehalten. Dann Missionen am Zeit von Terrorismus an organisierter Kriminalität, also wichtig, dass man eine gute Koordination zwischen Police und Rel haben und dass man noch nicht über Europol oder andere Prozeduren der Europäischen Kommission durch Kompetenzen gehen, wie das aber auf verschiedener Seiten gewünscht ist. Auslandsmissionen an Territorialsicherheit, Personal aufwendig, und sie gehen immer mehr häufig. Wir müssen dafür sorgen, dass Police, auch wenn sie im Ausland ist, legal und statutarisch aufgesichert ist, für die Auslandsmissionen zu machen. Das gilt auch bei denen Ideen, die am Blick zirkulieren, wie eine Militärpolizei zu machen. Das kann ja als Zusammenarbeit zwischen Armee und Police gesehen. Wenn Police am Kader von einer Militärpolizei ging intervenieren, dann ist natürlich auch froh vom Statut disziplinär gehen, wenn sie an einer Militäroperation evaluiert, dann müsste ja eigentlich das Statut disziplinär die sind von der Armee. Ich meine, auch da muss ich dann aufpassen, wann in den Statut disziplinär von den zwei Administrationen will ändern, dass da, wo sie über nicht schneiden, aber klar ist, wen der Kommando hat, und nur welche Regeln dann dezidiert wird. Grenzüberschreitende Kriminalität haben wir immer gesagt, dass wir auch begrenzen wollen, aber nicht mehr für die eierliche Leute. Und dass wir bereit sind, Schengen-Treaty zu reformieren, nicht nur wegen der aktuellen Migrationskrise, aber auch für die grenzüberschreitende Kriminalität können mehr effizient zu bekämpfen. Wir haben gesehen, dass punktuell zivilisierte Grenzkontrolle gute Resultate haben. Wir hatten auch in der Vergangenheit, wo wir Grenzen nach hatten, viele Leute können die Grenze festhalten. Grenzen haben Nachteile, das ist sicher, wir sind nicht nur Nachteile, sondern noch eine ganze Reihe Vorteile. Wir wollten noch Police entlasten. Entlasten beim Gefangenentransport, wo wir auch können verschiedene Untersuchungsrichter invitieren, wie mehr an Prison zu gehen. Wir brauchen einen direkten Informationsaustausch mit dem Ausland, den also am Gang umgesetzt geben. Auch da hat man gerne, dass den einfach umgesetzt wird, wird eine Information policière als an der nicht muss über den Umweg von der Justiz, weil es geht darum, wo Polizei zu Polizei können zu kommunizieren. Aber das Setzen von Zivilisten, von Polizisten durch Zivilisten ersetzt, da muss ich aufpassen, da den nicht dann Perspektiven wie die Polizisten wäschelt, weil sie können nicht heinz, du bist die ganz Heichdenkstjoren Terrain bleiben.
Gesetzliche Änderungen auch bei der Mendicität sind absolut neidisch. Wir denken, dass der Missbrauch von der libere Zirkulation der Person aus an der EU wie organisiert Heschebande von engem Land zum anderen zu schicken. Bei der Violence domestique sollte man gucken, ob der Premier Intervenant wirklich immer muss Policy oder ob man nicht das Hamu sozial mehr appropriiert das. Aber bei ausländische Gewalttäter frohmereis, ob man nicht sollte zurückkommen an der Gericht dort Möglichkeit gehen, für eine Interdiction de Territoire auszuschwätzen, wie das früher der Fall wäre. Letztes Wort, weil ich gesehen schon nach 5 Sekunden, Motivation von der Polizei also ist auch ganz wichtig. Mir hätte gern, dass klare Maßnahmen gegen Rebellion gefasst gehen, für die Polizisten auch da können sicher sein, dass sie unterstützt gehen. Aber wir denken, dass es auch muss Gesetze so geändert gehen, über verschiedene Möglichkeiten. Nach Frankreich gibt es zum Beispiel eine Comparution immediat, mit der Gewalttäter, der von der Polizei verhaftet wird, an einem Richter oder einem Untersuchungsrichter viel gefeiert wird, dass der nicht mit der Polizei Gebäude verlässt. Ich meine, das trägt nicht zur Motivation von der Polizei bei, und auch nicht zum Sicherheitsgefühl an unserer Gesellschaft.